Oh mein Gott, sie ist juicy. Hey, ich würde sagen, wir gehen als erstes bei Mark Eggers rein. Der hat ein Video hochgeladen. Und zwar bin ich da, glaube ich, auch drin. Was ist deine Lieblingsstellung? YouTuber Edition von Mark Eggek. Ich bin gespannt. Sowas hatte ich noch nie. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, gerade hier aus Hamburg. Wir befinden uns beim Red Bull Gameball Royal Event. Man kann es schon sehen, heute wird hier Dutchball gespielt. Mehrere Streamer, YouTuber. Dutchball, niederländisches Völkerball. Gegeneinander. Ich bin Team Revi, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Und irgendwas, das ist auch falsch gelaufen mit meiner Rückennummer. Warum hab ich die 69? Naja, ich freue mich auf 69, 74, 90, 2010 Jahre stimmen wir alle ein. jeden Fall auf einen richtig, richtig coolen Tag und auch viele meiner Freunde wiederzusehen. Und da mischen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen ins Getümmel und stellen mal die ein oder andere Frage. Carsten, wie immer. Digga, das, by the way, das Revi-Logo, das sieht 1:1 aus wie das Revi-Logo. Ist ein bisschen scuffed. Hinter der Kamera. Danke an Red Bull, danke an Revi auch, dass ich dabei sein darf. Ich hab Bock. 2000 Leute, ausverkauft. By the way, ich war ja auch Team Revi, Team Mark Eggers. Sehr, sehr geiles Team. Alle dachten am Anfang, Digga, das Team ist nicht so gut, aber wir haben gecarried, weil Mark und ich, und das muss man jetzt mal so sagen, wenn das Team von Revi reinläuft, dann ist immer haha, funny. Aber Mark und ich haben einen Sideflip gemacht und dann kannst du nicht mehr haten, Digga. Kannst du nicht mehr haten. Und ab dann waren wir im Herz drin der Zuschauer. Auf das Haus hier später. Hier wird's richtig voll. Und im besten Falle wird die Stimmung auch richtig abgehen. Aber jetzt wird erstmal die ein oder andere Pikante. Ja, Isa hat auch gecarried. Aber ich schwöre dir, die haben meine Punkte falsch gezählt. Ich war nicht mal auf dieser Top-Liste. Ich habe mindestens 7 Leute mit einem Völkerball touchiert. Frage gestellt. Auf geht's. Das ist nicht Full HD. So. Okay, warte, ich muss mal gucken. Mein Sideflip war nicht so gut. Der war auch schon besser, Digga. Der ist richtig tief. Okay, Anlauf. Ja, hier. Gute Pose. Schön rübergezogen. Oh, die Landung, Digga. Oh. Geil, aber. Luis aus dem Papa Platte Team wurde 10-mal abgeworfen und ist nicht rausgegangen. Digga, wer hat diese Aufnahmen gemacht? Das sind ja voll geile Aufnahmen. Was ist deine absolute Lieblingsstellung? Absolute Lieblingsstellung, absolut Reiter. Absolut Reiter? Da ist, sag ich mal... Du reitest gerne? Ja, also ich bin halt der halt oben ist, ne? Ja, ja. Aber jetzt Kannst du die mal vormachen? Ganz kurz, nimm kurz bitte mein Handy. Sehr gerne. Was ist deine absolute Lieblingsstellung? Nimm dir die Zeit. In der Zeit frage ich die Freunde. Lieblingsstellung? Warte, die Reiterstellung, ich habe keinen Plan von Stellungen, ne? Die Reiterstellung ist, wenn die Frau oben ist. So. Also quasi so. Ist das die Reiterstellung? Habe ich noch nie gemacht. Ah, okay. Ja, aber finde ich auch gut. Ja, postet mal das Sexy-Mode rein, Digga. Hier. So. Das hier, Chat, bin ich mit der Mutter von euch. Also wirklich reiten jetzt mal ernsthaft? Reiter Beste, ja. Also, weil man muss nicht so viel machen, ne? Nein, aber es fühlt sich auch einfach sehr gut an. Wobei ich in letzter Zeit auch in Bereiche des Doggies sehr gut hervorgedrungen bin. Heißt jetzt im Bereiche des Doggies, klingt für mich voll nach Anal gerade. Es könnte auch anders zu verstehen sein. Richtig, gebe ich Doggy-Style ist schon gut, weil da braucht man irgendwie nicht so einen großen Schwanz für. Und das funktioniert bei mir dann immer gut meistens. dir recht, aber ich sag dir ehrlich, So 2-mal im Jahr funktioniert das dann gut. ich bin ein absoluter Standard. Ja, Matrose weiß Bescheid, Digga. Ja! Aber Da reichen auch 6 Zentimeter, Digga. da ist für mich schon wirklich eine Stellung zu entdecken, für sich neu zu entdecken, also im gleichen Loch, schon eine Neuerung, wie ein Update. Sag mal so, es kommt auf den Partner an. Auf die Größe. Nein, auch. Ja, doch. Nicht unterschätzen, ohne Witz. Es gibt gewisse Stellungen, da spürt man mehr. Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, es kommt auf den Partner an. Weil Digga, wie Marc immer guckt bei den Interviews. Er fragt immer eine Frage, Chat, und dann macht er immer so. Ja, und bei dir? Guckt er so schräg runter. Guck mal auf seinen Kopf. Haben. Und wenn ich merke, mir gefällt die Stellung Digga, immer bei mir, dann was macht der? Digga, stellt immer eine Frage, dann guckt er so runter. habe ich auch keinen Spaß. Was gefällt dir dann am besten? Kennt ihr das, wenn der Mann liegt? Die Frau liegt Kennt ihr das, wenn der Mann liegt? Nee, ich habe noch nie einen Mann liegen gesehen. auf, wie mit dem Rücken quasi von hinten, aber liegt. Das Gute ist ja vor allem, der Mann kann natürlich dann auch noch die Brüste, weißt du? Das ist halt auch cool für den Mann. Ich habe heute eine ganz besondere Frage. Ja. Und zwar, was ist denn im Bett deine absolute Lieblingsstellung? Überforderung, was sage ich? Was habe ich schon mal gehört? Ich
würde sagen Doggy tatsächlich. Also aktiv oder passiv? Ja, muss man dazu fragen. Ja. Nein, aktiv eher. Ach, du kassierst auch gerne mal. Entweder gibst du oder du bekommst. Ist Ich ja auch würde völlig eher geben, ich würde eher geben. Ja, aber anders wäre auch. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich bin nicht abgeneigt. Ey, ich finde irgendwie Low-Key geben auch nicer, sage ich jetzt ganz ehrlich, Chat. Und ich sage euch, wieso. Okay, hört mir zu, Chat. Wenn man gibt, dann kann man besser kontrollieren, wie lange das Verfahren des Spaßes hinausgezögert wird. Ich sag mal so. Nicht 100% abgeneigt, das war aus. Rumatra. Ja. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was hast du da gerade mit meinem Sidekick Rumatra gemacht? Wir fragen nach der Lieblingsstellung. Und der Mit meinem Sidekick Rumatra. will der Empfänger sein bei Doggy? Ja, es geht jetzt um Unverblümt mal nachgefragt. Wie ist bei dir? Streamer nur so wenig Viewer? Frag mich nicht. Adio NR1. Also für die Leute, die jetzt auf YouTube gucken, ich finde 10.000 Leute, die auf den Punkt zugucken, gar nicht so wenig. Ich schwöre, es sind 10.000, ich schwöre. Bei euch zu Hause? Da wurde ich schon oft gefragt, da gibt es keine Antwort drauf. Witzig, ne? Wirklich? Ja, das wissen die Leute doch. Die Leute wissen's? Was wissen die Leute? Da bin ich verklemmt, da kann ich nicht drüber sprechen. So, ich dachte, die Leute wissen die Position. Achso, nee. Also Doggy auch. Die Frau liegt quasi auf der... Ey, ich war mit Mykonos Digga, ich war mit Mykonos. Ich war mit Max auf Mykonos, St. Moritz, 1000 Events, 1000 Videos gedreht, aber ich habe mit dem noch nie über Sex geredet. Ja, das wollte ich einfach so erzählen. Seite, ne? Da kann man halt alles so schön machen. Ach so, die ein Löffelchen. Nee, nicht nicht wirklich im Löffelchen. Genau. Weil da kann man, da kriegst du... Sie liegt erkniet. Ah, okay. Warte. Okay, das ist, glaube ich, mein Schwanz zu kurz für. Hey, ja. Sie liegt erkniet. Ja, weil da kriegt er halt die Ansichten von Best of Both Worlds. Choke my hair, slap my ass, pretty much, you know? Was? Yeah, stroke my hair, slap my ass pretty much so. Was war denn hier für eine Umfrage? OMG, sie ich durch, ich würd lügen, wenn ich sehe, Lieblingsstellung ich von brauch sie YouTubern, nicht. Streamern, Instagramern. Ach krass, geil. Das wird bestimmt ein geiles Video. Werde ich drauf reagieren? Ja, okay. Da reagiere ich auch drauf, Digga. Guter Titel für YouTube, nehmen wir mit. Perfekt. Ja, bist du ein Po-Fetischist? Nicht unbedingt. Emily, Digga, ich werde nicht auf dein scheiß Video reagieren, Digga. Emily kommt zu mir, hält mir das Mic hin, dann läuft Revi durch, Digga, sagt sie, oh, geh weg, ich nehme Revi mit. Ich werde nicht auf dein scheiß Video reagieren, okay? Nie wieder. Haare ziehen ist super. Choke my hair, slap my ass. Genau. Rumatra. Team. Ja. Team Doggy dann, ne? Was ist deine Lieblingsstellung? Nein, Revi ist reingepatzt. Oh, geh weg, Adi. Nee, Spaß, ich guck's mir nachher an. Wenn's scheiße ist, gehe ich nach 2 Minuten raus, aber. Oh, das kommt so schnell raus. Wirklich? Okay, wenn ich drüber Ja doch, die Doggy. Also Ja? das war eine schnelle Reaktion, aber auch die wahre. Ja, die ja, Wahrheit. meistens sind diese Impulsantworten, das sind die ehrlichen. Wenn man so drüber nachdenkt, man so eine komplizierte, weißt du, mit so oben, so schräg. Ich glaube, man kann sich da auch ein bisschen drin verrennen, indem man es so kompliziert macht, weißt du? Und dann wird's Es gibt ja einen Grund, wieso gewisse Stellungen bekannt sind. Es liegt daran, dass die gut sind, I guess. auch nicht mehr geil. Ja. Wenn du das mal so eine halbe Stunde aufbauen musst, irgendwie, und dann so, ach, keine Ahnung, hier. Oh mein Gott, es gibt das Mark Egeg-Emote. Alle reinposten. Ja, okay, funktioniert nicht, scheiß drauf. Weißt du, du hast ein Bein hier, eins da unten. Das ist scheiße. Lieblingsstellung der Schweizer? Oh shit. Du musst immer für die Schweizer sprechen, du weißt das mittlerweile, ne? Okay, Lieblingsstellung der Ey, Schweizer. ganz ehrlich, Digga, ich finde, wir sehen schon beide fresh aus. Einfach mal selber gelobt, Digga. Aber es sieht schon sehr, sehr fresh aus. Ich mache jetzt ganz lang. Hier die Frisur, Digga, hier, Cut gut und hinten, mashallah. Nee, von dir. Okay, von mir. Missionar. Gibt ja einen Grund, wieso so viele Leute die machen, weil es halt gut ist. Ja, weil die super einfach ist, ne? Ja. Da musst du wirklich nicht viel für können. Ich finde, die kommt sogar noch besser mit der Mutter. Wie bitte? Schweiz. Muss ich mir eine aussuchen. Gut, aber kommt wirklich gut mit der Mutter. Kann ich empfehlen. Großmutter nur so mittelgeil, aber mit der Mutter kommt schon sehr gefährlich, Chat. Deine Top 3. Reverse Cowgirl. Was ist das denn? Reverse Cowgirl, wenn sie auf Er kennt sich aus, das merkt man direkt. Wie selbstbewusst er das sagt. Ja, Reverse Cowgirl. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist halt wie, wenn sie reitet, aber umgedreht, ne? der sitzt, aber mit dem Hintern. Ah, okay. Skisprung-Spanier sag ich dazu mal. Du Skisprung-Spanier. kennst dieses bei der Skisprung-Spanier. Skisprungschanze ist immer dieser hier. Was zum Fick ist ein Skisprung-Spanier? Und den Spanischen ist vorwärts, aber das ist der Skisprung-Spanier in die andere Richtung. Weißt du? Warum Reverse? Man sieht ja nichts. Doch, dann sieht man ja alles, I guess. Ja, Reverse Cowgirl heißt es, genau. Heißt das offiziell so? Genau. Warte, ich google das jetzt. Reverse Cowgirl. Ich schwör, wenn es jetzt umschaltet, Digga, ich bin raus. Ah, nee, da sieht man ja nix. Ach so, ich dachte, das ist Cowgirl. Ja, okay, gut. Scheiß drauf. Ja, also Vorspiel ist das A und O. Bedeutet Vorspiel bei dir? Meistens ist es erstmal... Clash Royale. Genau. Also erstmal Creative Arena, Fortnite, ein paar 90s bauen und dann halt vielleicht nochmal ein paar Edits üben und dann den 200. Und dieser Mann hier ist Red Bull-Athlet, ne?
Nix hat er getroffen. Nix. Schwör. But only pump it. Also Vorspiel. Bist du so ein Massagetyp mit Öl? Ja. Massage, Digga, habe ich noch nie gemacht, sag ich ganz ehrlich. Ich bin 24 Jahre alt, noch nie eine Massage gemacht, so auf sexueller Basis. Ich weiß nicht, Digga. Da muss man so aktiv sich so damit auseinandersetzen. Man muss sich so Öl kaufen und so. Bruh. Kann man auch Olivenöl nehmen, Chat? Geht das? Ja. Wirklich? Ja, ich kann super massieren. Moin, Tom, was geht? Ja, ich habe super Hände. Guck dir meine Hände an. Kannst du mal einmal? Ah, warte mal. Leg dich mal ganz kurz hin. Komm. Fühlt sich schon falsch an, Amma. Oh, Digga. Oh, Alter. Doggy ist so einfallslos. So seitlich so. Ja, seitlich ist gut, fühle ich. Ja? Weißt du? Aber was ist das? Lightning McQueen, Digga. Geiler Fit, Bro. Löffelchen Nummer. Diese Löffelchen. Mit Bein von ihr oben. Nein, einfach so seitlich. Ja. Das ist nicht so anstrengend. Weil meine Ausdauer langsam... Quatsch. Eigentlich müsste eine Aussagen reiten. Ja, kannst auch Bratöl nehmen. Okay, mache ich das nächste Mal mit Bratöl. Danke. Ey, voll viele haben gesagt, reiten. Nico meint, muss hier nichts Digga, wie Max guckt, so, das wäre so ein Business-Meeting. machen. Reverse Ja, Cowgirl. machen wir so. Oh, jetzt kommt er aber langsam. Aber hast du da gerade einen Stiffy in der Hose, Brudi? Ein Stiffy, Digga. Wirklich nur Marc würde sagen ein Stiffy, weil Marc auch ca. 52 Jahre alt ist. Ey, ich habe einen Stiffy. Hast du Bock zu smashen, Digga? Lieblingsstellung. Ja, okay, ist eine Anscheißfrage. Habe ich aber schon mal beantwortet. Ich glaube, es ist von vielen Jungs so. Von dir. Ja, aber von mir persönlich auch. Doggy ist schon. Ja? Ja, von dir? Was von dir? Missionar. Echt? Wirklich. Digga, Marc und ich diesen hier. So. Ich habe in dieser Nein, ich habe wirklich da auch mal richtig ehrlich geantwortet. Ich mag's, die Frau zu sehen. Ja, das stimmt. Also hat auch seine Vorteile. Ja, da weiß man, mit was man arbeitet, ne? Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, glaube ich, dann... Ey, by the way, hier hinten, aber man sieht's nicht, hier hinten ist hungriger Hugo. Der kleine Dude hier hinten, der ist hungriger Hugo. Ist er öffentlich, wie der aussieht, ne? Doggy. Ja. Okay. Und dann ist es erstmal die Missionarstellung, um zu gucken, wie wohl fühlt sie sich. Ja, sehr gut. Gutes Thema. Genau. Und dann wird's rough. Choke my hair, slap Und dann wird's rough. my ass pretty much, you know? Willst du mir das auch einmal? Nein. Leg dich mal ganz kurz. Carsten, wir müssen weiter. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich dachte, das wäre eine andere Frage. Ja, das war die Frage. 3000. Wirklich? Du hast nicht gefragt, auf welchem? Wo ist dein Geld geparkt? Ja, auf welche 4 Konten? Ja, alle 4 zusammen? Das weiß ich nicht. Über 100.000? Butter bei den Fischen, aber man muss jetzt auch nicht so tun, als hätte man fast kein Geld. Ich sage einfach mal ja. Aber Über 100.000? Muss es nicht so tun, als hätte man kein Geld. Ich bin rich. ja, aber ich appreciate es sehr. Nee, Hugos Aussehen ist nicht privat, Digga. Der hat Insta. Dir gegönnt. Danke, danke. Die auch. Hugo, was ist deine Lieblingssexstellung? Ich habe keinen Sex. Ja, aber wenn du Sex hast, was machst du da am liebsten? Ja, weiß ich nicht. Ich habe einmal erst. Okay, und wie hast du da Sex gehabt? Ich weiß nicht, wie die Stellung heißt. Dazu kurz anmerken. Für Hugo auch mal. Digga, Hugo ist wie so das kleine Kind, aber er redet einfach so, Digga. Ja, einmal erst. Ist aber geil, dass er es auch sagt, finde ich. Ich hatte mein erstes Mal erst mit 19. Ja, ich auch. Ich hatte mein erstes Mal mit 20, glaube ich. 20 oder 19? Willst du... Nee. Wie Das heißt, Hugo wird ein krasser Motherfucker werden, oder? war die Situation? Warst du oben oder unten? Digga, ich war Seite. Seite? Digga, das war um 6 Uhr morgens. Wir waren beide viel zu müde. Und Digga, das war scheiße. Alles klar. Macht euch keinen Stress. Ja, macht euch echt keinen Stress. Wie gesagt, bei mir war auch mit 19. Wenn's passt, passt. Lasst euch Zeit. Also ehrlich. Wer hat gesagt? Doggy. Doch, nicht gesagt. Was hat der gesagt? Der hat irgendwie so eine Bauchwelle gemacht. So ein Wurm. Dein Mann hat schon vorgemacht. Hey, Chat, denkt ihr, Hugo hat Riss? Würdet ihr sagen, Hugo hat Riss? Ist Hugo ein Rizzler? Ich glaube, Hugo hat schon Riss, Digga. Ich meine, der hat ein Beacon aus Netherite gebaut. Das ist schon krasser Riss. Ja. Ja, der hat Riss. Ich hab schon Was ist denn bei euch abends los? Der macht den Wurm oben drauf. Wie hältst du das auf? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich sah echt interessant aus von Weitem. Ist das die Performance, die er dann macht? Nicht ganz. Ich würde mal nicht sagen, dass es meine Lieblingsperformance ist. Da gibt's andere. Der macht dann noch irgendwie Bauchtanz oder was? Ja, der will mich ja in Stimmung bringen. Ist es das? Das ist es. Ja. Und so versucht er mir erstmal sich so ein bisschen zu tanzen, mich locker zu machen, dann geht's los. Löffel. Milo ist im Video, Digga. Milo ist im Mark Eggers Video. Ja! Also so, ich hinten, sie vorne. So. Und was ist heute deine Umfrage? Lieblingsstellung. Liebe, Marc. Einfach so raus? Ja, hau einfach raus, ja. Scheiß auf Doggy. Scheiß auf Doggy?
Ja, einfach das Doggy. Ab heute ist von Stefan Gehrig und meiner Wenigkeit der erste Malle-Song zusammen draußen. Party, Palm und Suff. Checkt es unbedingt ab. Ist der erste Link, Spotify, überall könnt das Ganze... Digga, guckt euch Noah an. So eine Legende. Der ist jetzt schon wieder breiter als keine Ahnung was. Ich fick die Frau 2 Minuten, dann ist das Ding durch. Stream. Der gute Noah war nämlich... Vorher noch 3 Bananen, 2 Y-Food, 2 Kilo Reis und 2 Kilo Hähnchen. Auch mit meinem Musikvideodreh, aber eine ganz entscheidende Frage. Was ist deine Lieblingsstellung? Baseballkeule. Also ich bin da eher so der verwöhnerische Typ. Oh, geil. Inwiefern verwöhnst du? Ja, 69, aber ich bediene auch gerne. Wow. Ah, okay. Also ich bin eher 69, Digga, weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Fan von. Ist irgendwie nice, aber irgendwie auch nicht. der Gentleman im Bett. Ich mag es, wenn sie reitet, aber du hast halt keine Kontrolle, das ist das Problem, ne? Ja, warum? Du hast Angst vor Kontrollverlust? Ja, wenn es ein bisschen zu schnell ist, ne? Und du dann irgendwie denkst, okay, oh, nicht, dass ich jetzt komme. Und dann denkst du dir, oh, ne, Moment. Und dann musst du halt dann natürlich die ganze Frau erstmal festhalten und sagen, stopp. Was machst du? Was sind deine Techniken, um nicht zu früh zu kommen? Ja, und das funktioniert eben in der Reiterstellung nicht so gut. Weil du kannst nicht kontrollieren. Ja, genau. Bei Doggy kann man kurz mal die Geschwindigkeit rausnehmen, slow down. Geh mal ehrlich an die Jungs da draußen, wirklich Real Talk. Wer kennt das Problem, in Anführungsstrichen, zu früh zu kommen? Mal ohne Witz, jetzt mal ganz ehrlich, hier nicht auf harten Max machen. Carsten lacht schon, ne? Immer der Frühabspritzer hier. Ne, aber wirklich, schreibt mal rein, ja oder nein? Einfach nur ja, ich komm. Ey, Digga, ja, safe. Hä? Wer nicht, Digga? Also, Digga, jeder ist schon mal zu früh gekommen. So, bei mir ist es halt jedes Mal, aber... Nee, das ist egal. Ich glaube, ist viel Übungssache so, ne? Aber kennt jeder. Geiles Video. Lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.